Ah, guten Tag, ihr Leid. Ich habe kurz vergessen, wo ist denn Stadtramp? Hallo. Sorry. Heute, ihr Leute, geht's mal ein bisschen woanders dahin. Und zwar, wie in Folge 3 schon angedeutet. Muss ich jetzt da runtergehen? Na ja, komm, mach mal. Ich habe ja A zu, aber wie in Folge 3 schon angedeutet. Ja, ich weiß, dass das jetzt Folge 6 ist, aber es ist mal halt, ne? Gehen hier jetzt in den Geysir da hin. Habe ich nämlich Bock drauf. Hopp. Hopp. So. Wir sind ja, ich glaube, das war in der ersten Folge, wo wir uns noch ein bisschen so umgeguckt haben. In den Geysir hingegangen und dann sind wir ja trunk. War ja jetzt nicht so das, was ich geplant habe. Zack. Ah, Taschenlampe. Ah, siehste. Da dachte ich mir doch, dass da was ist. So, was haben wir dann hier? Fass Bier. Was haben wir dann hier? Fass Bier. Also irgendwie... Na, weißt du? Ist da irgendwie was Cooles? Warte mal, da war was. Outer Wilds Ventures. Wie sieht's aus wie Müll? Ach so, ja, weil wahrscheinlich hier Müll hingeschmissen haben. Mann, ey. Ich guck mich jetzt einfach mal 153 Meter. Ach, jetzt ist der Städte oben, wo wir da haben. So, guck, das ist der Geysir wahrscheinlich. Gibt's da irgendwie was zu... Ich hub's mal einfach... Wow. Da ist schon ein bisschen Strömung, ne? Oh, hopp. Okay, da geht's irgendwie... Ne, da geht's nicht so hin. Ich hab gedacht, da geht's irgendwie hin. Oh, warte mal. Wo geht's irgendwo hin? Ups. Okay, da ist Strömung. Strömung! Was ist das? Hier. Wo komme ich denn jetzt hin? Okay. Ist mir schon klar, ne? Haha. Bin ich arschrein gelandet hier. Okay, das war nix. Also das war schon was. Müssen wir natürlich einfach wieder hinplumsen. Ich hoffe jetzt, dass ich das treffe. Nein. So. Ist irgendwie da unten weggucken. Jetzt geht's gerade weiter. Okay. Ich verstehe hier ehrlich gesagt gerade mal wieder gar nichts. Ja, willkommen in Outer Wilds, ihr Leid, wo wo spielt, überhaupt nichts versteht. Schön. Moment. Lass mal rauskommen. Da waren wir, glaube ich, noch nicht durch, oder? Yep. Aha. Moment. Hier bleiben. Da waren wir nämlich noch nicht. So, siehste. Hoppala. Nach näherer Untersuchung hat sich das Abbauen an Stätte 2a als gefährlich für das einheimische Leben in einigen der Höhlentümpel herausgestellt. Daher müssen wir den Abbau leider auf eine andere Stätte verlegen. So. Machen wir den hier weiter? Zykat. Die haben so blöde Namen hier. Es gibt ein paar andere Höhlenfundstätten, die vielversprechend aussehen. Was ist mit Stätte 2b? Sie besitzt ähnliche Formationen und Aufschichtungen. Übersetze Nomai-Schrift, Einmachsache. Das klingt vielversprechend. Wirst du mit deinem Mentor Nachforschungen anstellen? Wenn sich die Abbaustätte 2b für diese einheimische Spezies als sicher erweist, werden wir unsere Arbeit dorthin verlagern. Stätte 2b ist sicher. Koleus sagt, wir werden weiterhin unsere Aktivitäten und ihre Auswirkungen auf das Leben hier überwachen.
Also du geht's immer noch, dass sie nicht weitermachen können an der ursprünglich Ausgrabungsstätte. So. Aber immerhin, neue Lebensformen. Diese Spezies ist semi-aquatisch und sehr widerstandsfähig. Das Ökosystem hier ist ziemlich robust, also glaube ich, dass es sich auf lange Sicht gut entwickeln wird. Seid vorsichtig in der Nähe der Tümpel, wenn ihr sie in 2a besuchen wollt. Sie erinnern mich an eine unterirdische Spezies, von der meine Mentorin Melore mir einmal erzählte. Aus der Zeit, als unser Clan noch durch dieses Universum gereist ist. Ich könnte mir vorstellen, dass sie diese Lebensformen sehr gemocht hätte. Einmal beobachtete ich sie während einer Pause und die Stunden sind im Nu verflogen. Sie sind faszinierend. Ich frage mich, wozu ihr viertes Auge gut ist. Wie hat die andere nur 3? Achso, ja, stimmt. So, ihr Leid, also aufpassen. Es heißt also, die waren schon weit vor uns. Schiffslog aktualisiert. Ja, das sind wohl die Nomai und wir selbst als Spezies sind wohl aus dem Wasser gekommen und die waren schon weit vor uns da und haben uns quasi gesehen, wie wir aus dem Wasser gekommen sind. Hallo. Hallo, wir kommen aus dem Wasser und ihr? Ah ja, wir kommen aus dem Weltraum. Aber das heißt auch, also stolz hat nicht hingehen. Das ist gar nicht so leicht hier. Nur nach oben gehen. So. Bin ich jetzt hier an irgendeinem Pol? Ne, ich bin eigentlich genau in der Mitte. Oder eben sind die Zwillinge. Wie viele Minuten sind wir jetzt schon drin? Ich habe keine Ahnung. So. Jedenfalls, das heißt du aber auch, da sie ja geschrieben hatten, dass das zu ihrer Zeit war, als sie noch durchs Weltraum gereist sind. Heißt es etwa, dass die halt durchs Weltraum gereist sind, so alles klar und sich dann irgendwann einfach auf dem Planeten niedergelassen haben, so wie unserem zum Beispiel. Und ja, und so dann, weiß nicht, ausgestoppt sind. So, ich schlafe gerade im Kreis, merke ich, wunderbar. Gucken wir mal. Das war deutlich zu hoch. So. Also da gucken wir mal her, ne? Moment, was ist denn das da über? Aus dem Wasser kommen wir her. Was war denn das gerade? Ist es schon soweit? Ich glaube nicht, oder? So, da die Plattform, da finde ich. Upp. Immer noch zu viel, sorry. Aha. Das ist noch Zeugs. Kommen Sie mal her. Abbaustätte 2b. Das ist das, wo Sie gesagt haben. Und das da oben? Ja. Und so. Daneben. Das ist nicht der andere Seite. Sorry, ich muss einfach gucken, ne? Weil ich schätze mal, dass es da einfach nur der Weg von hierher ist. Moment. Das heißt, hinterm Wasserfall ist was. Ne, okay, da müssen wir nachher immer genau gucken. Wichtig ist jetzt erst einmal, was aufwacht. Es wäre ja richtig genial, wenn die da auf dem Planet ein Warp-Ding hier gemacht hätte. Dann kennt man nämlich, wo immer hingehen, ne? Schlauerweise. So, aber erstmal umgucken. Oh, gruselige Musik. Das sind wieder Knorre. Das sieht mir sehr nach Knorregedönse aus.
Okay, hier bin ich unter Wasser. Okay, alles klar, ja dann. Ich gucke mich hier trotzdem mal um. Ich wollte eigentlich auf die andere Seite rüber fliegen. Ich dachte, das geht. Was sind das denn so komische Löcher da drin? Was ist denn das? Halt einfach nur zu eine Löcher. Seltsam, seltsam. Da haben sie so ein komischer Tunnel, der hochgeht und noch daneben. Erst mal umgucken gescheit, ne? Ah. Schwerkraft 0,9. Ja, ich bin ja unter Wasser, ne? Ist das, ich komme hier gar nicht hin? Ne. Wenn, dann komme ich hier raus. Oh, das. So. Ich wüsste ich natürlich nur wie. Ah ja, da lieber wahrscheinlich. Okay. Lass mal beobachten. Ja, ja. Lieber geht das? Kann ich. Ja, achso, ja, das ist natürlich. Jetzt komme ich aber nach oben. Ich wollte aber eigentlich nur unten. Achso, gibt es eine Abzweigung? Okay. Nein, 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 nein. Ich will schon da weitergehen. Du gab's viel zu entdecken. Aber eigentlich gab's nur das zu entdecken, aber das ist schon in Ordnung. Du hast wieder so Schriftroll. Also so Ding, wo man. Ja. Mama nicht so schnell, Junge. Oino, ich bin immer noch fasziniert davon, wie viel Erz das Projekt Zwillingsasche verschlingt. Wie oft muss ich denn das übersetzen, Junge? Ist das nicht das Erz, das für den Bau der übrigen Türme auf Zwillingsasche gebraucht wird? Ich habe gesehen, wie riesig die fertiggestellten Türme sind. Nein, das Material für die Türme wird allein auf Zwillingsasche gewonnen. Das Erz, das wir hier abbauen, wird zur Herstellung einer immens dicken Schutzhülle verwendet, die die Kammer im Kern von Zwillingsasche physisch abschirmen soll. Naja, gut, machen wir weiter. Ja, ich muss doch immer in die Mitte gehen. Echt jetzt? Ich bin erleichtert, dass sich der Clan entschieden hat, die Erze von Holzkaminen ausschließlich für den Bau der Hülle zu verwenden. Wenn sich das Leben auf diesem Planeten bis zur fortgeschrittenen Metallurgie entwickeln sollte, bin ich zuversichtlich, dass wir ihnen nicht die Möglichkeit genommen haben, selbst Großartiges zu erschaffen. Nicht entschaffen. Was ist dann entschaffen? Na, hoppala. Wenn alle Eingänge komplett versiegelt werden, will ich aber niemanden danach meckern hören. Meckern? Okay. Hattest du es Lehrlingen nicht verboten, solche schlechten Scherze zu machen? Ach, wegen Kern. Wie soll er denn sonst besser werden? Ey, echt jetzt. So. Meckern. Da wollte ich vorhin hin. Guck, da ist der Wasserfall. Von der Ibe bin ich gekommen. Okay, alles klar. So, da Ibe kann ich übrigens weiter hingehen. Ne? Also weiter nach oben gehen oder halt auch nicht. Aber im Moment machen wir halt immer nicht. Ich halt über so Warpunkt freue, der wäre halt äußerst praktisch. Aha. Aha. Der Warpunkt zu Zwillingsasche. Jawohl, ja. Das sieht hier gut aus. Was ist hier alles? So. Ja, ich erst mal in die Trage geguckt, so, jetzt gucken wir halt Modono, ne? Du musst Dingens nennen. Da ist ein Dingens. Jetzt tue ich erst mal das Dingens da an die Textwand da dran machen, ne? Dann steht da nämlich Text. Hab Dank für die letzte Lieferung, Ueno. Damit sollten wir alle Materialien haben, die wir für das Projekt Zwillingsasche benötigen. Ich gehe mal erst eine unwichtige entlang. Das sind aufregende Nachrichten. Kann ich mit einem zusätzlichen Satz Augen bei der Überprüfung helfen? Konkret ausgedrückt mit meinen Augen.
Sobald meine Arbeit hier vollendet ist, würde ich unheimlich gern helfen. Wer war dann das? Ah, der Ueno. So, jetzt wird's wichtig. Also. Jaro. Wir wären dir dankbar, wenn du das tun würdest. Je mehr Augen nachsehen, desto eher finden wir auch die kleinsten Fehler oder Undichtigkeiten in der Schutzhülle des Projekts Zwillingsasche, die eine Katastrophe verursachen könnten. Nannte Jaro wieder. Sobald wir mit der Hülle fertig sind, sind die zentrale Kammer versiegelt, werden wir sicherstellen, dass es keine physischen Öffnungen mehr gibt. Rami und ich werden das Innere und dann das Äußere auf Risse untersuchen. Unsere letzte Sicherheitsüberprüfung. So, Schiffslog aktualisiert. Ja, wir haben noch vom letzten Mal ordentlich Schiffslog zu lesen. Dann würde ich nämlich jetzt sagen, dass mir das nämlich so mache. Hast du gesehen? Oh. Sorry, aber ich weiß. Hä? Knopfdrücke für Fliehe. Was ist mit dir, du? Okay, heißt das... Moment. Heißt das etwa... Ich gehe mal einfach oben. So, das Wasser um. Was war denn das jetzt? Also ich bin noch schon noch auf der Erde. Da wo ich war. Immer höher. Danke. Wo geht's wieder raus? So, da bin ich reingekommen, sicher. Ich bin schon noch auf der Erde, wo ich war, ne? Soweit ist es klar. So will ich das mal wieder lieber. Es funktioniert irgendwie nicht so gut, wie ich mir das vorgestellt habe. Also warte, machen wir das wieder hier drüber. Oh, die Musik. Sind wir schon wieder K.O. oder was? Nee, das ist andere Musik. Hoppa, hallo. Kannst du mich bitte... Danke. Okay, ich glaube, das ist zu weit. Ich muss da hin. Wonk. Hahaha. Hat funktioniert so. Ja, natürlich gucke, wo wir jetzt halt hin müssen. Moment. So war es okay. Waren wir doch vorhin schon? Ja, da waren wir schon. Da gibt es, glaube ich, nicht so viel mehr. Aber was will ich in deine Städte mitnehmen? Das ist so Quatsch. Das sind nur so Lesestelle. USB-Stick mit Textdatei drauf. Lesestelle. Yeah. So, was ich jetzt sagen will, ist, wir gucken uns hier jetzt natürlich noch um und die letzte Minute von der Folge dann davor verwende, ist Schiffslog zu lesen. Ich verstehe halt immer noch nicht, wie das da funktioniert. Also das ist das doch Holzkamin? Ah, das ist das Zeichen für Holzkamin. Das sieht aus wie ein Kamin. So, ne? Und das ist das Zeichen für Zwillingsasche, okay. Der Text da ist wiederum Holzkamin. Alles klar. Alles wunderbar. Ich frage jetzt noch mal, was das da war. Hinmache, rausmachen. So. Wenn ich den jetzt halt rausmache. Ich bin halt da rausgegangen dann. Ja, das ist nur zum Umgucken irgendwie. Okay, komm, ich mach den nochmal raus. Kommst du her? Ja. Mach den wieder da hin. Und jetzt steht da Text, wo wir schon gelesen haben. Soweit sind wir schon. Ich würde gern da nochmal rüber gehen und noch eins weiter hoch. Weil wir sind ja
in der Mitte Rausgang quasi, ja, weil. Und deshalb kann man da bestimmt noch eins weiter hochgehen. Ich hoffe, dass ich da einfach so jetzt hinkomme. Zur Not gehe ich halt da even aus. Also so, ja, hoch. Ein hoch, hoch, hoch will ich, hoch. Hoch, 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 hoch. Komm ich doch hoch? Okay, es geht nicht hoch. Dann, hoppala, gucke ich mich mal um. Da komme ich her, gell? Wie war dann das? Irgendwo bin ich doch hergekommen, wo man rausgehen kann. Da würde ich dann mal gerne rausgehen und dann so gucke, wie ich dann da wieder herkomme, ohne durch 5 Tunnel durchhupsen zu müssen. So. War das so? Nein. Ach, nein. Das ist jedes Mal eine Scheiße. Das ist jedes Mal eine Scheiße hier. Dieser Wasserfall, der nervt. Der nervt große Zeit. So. So, genau, da will ich hin. Ja, auale, auale. So. Nee, jetzt, nee. Das ist so in den Tunnel. Ah, warte mal. Wir gehen hier da even weiter. Oh, ist schon wieder dunkel. Also eine Uhr wäre schon was Feines, ne? So, da ist der Wasserfall, wo ich gemeint habe. Wo wir da überhaupt sind. Jetzt so einfach auf, oder? Ich gehe mal weiter vorwärts, ne? Ah ja, du gehst schon noch weiter. Ah ja, okay. Alles klar. Shit. Oh, hopp. Das sollte nicht weh, du. Und da über Ahi. Wupp. Sollte hoffentlich nicht weh, du. Hehe. So, jetzt gucken wir uns erst mal um. So. Oh oh. Ja, brauchen wir eigentlich nicht. Weglegen. Signaloskop. Die Sonne ist schon rot. Das heißt, wir sind gleich tot. So ist das Beam-Ding. Okay, ich renne mal schnell durch und guck mal, ob ich mich beamen kann. Ah, das ist so Beam-Gedönse so. Kann ich mich dort beamen? Ich meine, Beam ist so aktiviert, ne? Nee, ne? Muss ich echt immer freigeschaltet haben oder so. Sieht aber ehrlich gesagt nicht so gut aus hier. Weil ich glaube nämlich, dass wir gleich Platz sind. Oi. Eine rote Kugel. Ne? Normalerweise sind da so 2 Ringe sowas. Ich habe aber ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wie haben wir das eigentlich hingekriegt? Wir waren in der Raumstation und haben uns von der ins Schwarze Loch, also nee, vom Schwarze Loch sind wir aus dem Weiße Loch gekommen. Dann sind wir aus der Raumstation in die Raumstation, Alter, ich bin total für. In die Raumstation. Und da geht die Musik los. Wir gucken uns das jetzt mal genau an. Oder ist irgendein Inschlag gewesen? Und jetzt gibt es so kleinere Bums. Mächtiger Badabums. Da kommt was. Noch was. Guck. Nee, wir beenden die Folge übrigens nicht nach der Supernova, sondern danach gehen wir noch das Questlog gucken und dann beenden wir die Folge. Ich wollte es euch nur mal erwähnt haben. Oh, da ist noch eine Höhle, wo man noch hätte gucken können. Oh weh, was ist das?
Ist das Ihr Raumschiff da? Passiert irgendwas? Na, ich renne die Supernova hinterher. Oh, jetzt wird es schon kleiner. So. Zapp. Einmal, zweimal. Na, wieder schön. Hallo. Geh ins Licht. Madame. Sehr viel. Achso, das läuft rückwärts. So, also, die waren also auf unserem Planet, die Nomai hat uns quasi, also uns als Zivilisation oder so, halt noch gesehen, wie wir noch im Wasser rumgeschwuppert sind. Ich habe jetzt irgendwie aber immer noch keinen Weg gefunden. Naja, das kriegen wir schon hin. Haben ein paar Sachen von unserem Planet abgebaut und gehofft, dass wir nicht so viel abbauen. Damit wir mal aus dem Wasser raus sind. Damit wir auch noch was hinkriegen. So, jetzt lesen wir das mal noch, hoffe ich doch. So, Geschichtsstunde. Eieiei. Wir haben halt auch noch von gestern noch einen Haufen Not zu holen, ne? Ja, vielleicht steht da drin von meinem astreine Weltraumskate. Das war so cool. Ich verstehe es immer nicht, aber es war trotzdem cool. Zoomen. Wo sind wir hier? Nördlicher Gletscher. Dann gucken wir mal. Also das ist Bröcklinger Krater, okay. Der Nordpol vom Bröcklinger Krater ist mit Schnee und Eis bedeckt. Auf der Oberfläche befindet sich eine einzigartig geformte Nomai-Ruine. Die Nomai konnten sich von der Weißlochstation hierher warpen. Weißlochstation, aha. Hier haben sie erstmals die Warp-Technologie nachgebaut. Und es gibt da noch mehr zu entdecken. Ach, die Weißlochstation selbst. Jeder Nomai, jetzt wird's interessant. Jeder Nomai-Warp-Turm ist auf einem bestimmten Himmelskörper ausgerichtet. Um einen Turm zu verwenden, musst du auf der Warp-Plattform stehen, während der Turm auf den entsprechenden Himmelskörper gerichtet ist, wenn der Himmelskörper direkt darüber steht. Die Nomai stellt etwas Seltsames fest. Gewarpte Gegenstände schienen kurz vor dem Verlassen der Weißlochstation am Empfänger des Bröcklinger Krater anzukommen. Dieses negative Zeitintervall zwischen einem ankommenden und einem abreisenden Objekt war unglaublich kurz, ungefähr eine Hunderttausendstel Sekunde. Die Nomai waren skeptisch, ob ihre Instrumente die Zeit in solch kleinen Intervallen präzise erfassen könnten. So, Hochenergielabor. Das negative Zeitintervall, das an der Weißlochstation gemessen wurde, wurde am Hochenergielabor in der Schlucht am Äquator der Glutzwillinge weiter untersucht. Also das wäre eventuelle Idee, Schlucht am Äquator der Glutzwillinge. So, was ist denn das da oben, wo es da noch mehr zu entdecken gibt? Quantenhöhlen. Seltsam war eine Felsen der Höhle auf der Nordhalbkugel der Glutzwillinge. Ich habe seltsame Felsbrocken gefunden, der ist bewegt, wenn ich nicht hinsehe. Es gibt ein Signal im Frequenzbereich der Quantenfluktuation. Okay. Ja, haben wir schon gehabt, das weiß ich schon. Ey, das macht mich irre, ne? Dass der rechte Stick jetzt im Moment für nichts zu gebrauchen ist und jetzt muss ich mit dem linken wieder hier lenken. Ist ja aber egal. So, haben wir noch was. Das ist das Projekt Zwillingsasche. Die zentrale Kammer im Inneren von Zwillingsasche wurde mit einer extrem dicken Schutzhülle versiegelt. Und die Minen der Nomai? Die Nomai bauten Erz von dieser Stätte ab, um eine schützende Hülle um die zentrale Kammer im Innern von Zwillingsasche herzustellen, die diese komplett abschirmen sollte. Ups, sorry. Nachdem die Hülle fertiggestellt war, stellten die Nomai sicher, dass keine physischen Öffnungen oder Risse in der Hülle waren. Die Nomai entdeckten eine vieräugige, semi-aquatische Lebensform in den Wasserstraßen in der Höhle der Mine. Sagen wir mal, ja,
Ne? Ja, okay, ich wollte gerade sagen, wenn wir doch semi-quatisch fahren, dann müssten wir doch noch unter Wasser atmen können. Nee, kennen wir nicht, weil ist voll schon so lang her. Die Evolution. Also. Das Orangene ist wohl so generell, oder wie? Und das Grüne ist dann mehr so Planete, oder was? Ich verstehe es gerade nicht, egal. Hier hatte man noch viel. Okay, Moment, ich muss mal die Pfeile verfolgen. Das wird. Okay, die Schätzlager. Chat hat Astronomieausrüstung im Nordpol von Glutzwillingen aufgestellt und hat in letzter Zeit eine ungewöhnlich hohe Anzahl von Supernovae ausgemacht. War Chat der gute Kerl, der A mitkriegt, dass immer wieder, dass wir in einem Loop sind? So, Moment, Zuflucht. Sich in der Höhle, das sind die Höhle, die wir ja gefunden haben, ne? Wo sie gesagt haben, die tun sie jetzt so verdichten und sowas. Da waren wir noch nicht ganz drin. War mal zu spät quasi. Ich will nämlich, weil ich jetzt das mit dem Chat gefroht habe, ich will noch mal zu dem zurückgehen, der mitkriegt, dass wir in einem Time Loop sind. Das war der mit der Trompete. Das suche ich einfach jetzt gleich mal. Okay, wir gehen jetzt erstmal weiter. Guck da. Rettungskapsel 2. Eine von 3 Nomai-Rettungskapseln, die in unserem Sternensystem abgestürzt sind. Alle 3 Rettungskapseln wurden von einem sogenannten Gefährt aus gestartet, weil es stark beschädigt wurde. Und es gibt hier noch mehr zu entdecken. So, alte Siedlung. Die Nomai errichten eine temporäre Siedlung unter ihrer abgestürzten Rettungskapsel. Die Nomai arbeiteten zusammen, um ein Signal in Form eines Auges abzurufen, auf das sie an Bord des Gefährts gestoßen waren. Das Signal war älter als das Universum selbst. Die Nomai beschlossen es, das Auge des Universums zu nennen. Und dann gaben sie die Siedlung wegen wachsender Sorgen um ihre Stabilität auf. Ein bisschen größer hier. Wandbild, Tafel 1. Ah, ja, ich erinnere mich. Ein Wandbild. Moment. Ein Wandbild eines Nomai-Gefährts, was auf ein Signal trifft. So, also das Nomai-Gefährt kriegt ein Signal. Wandbild von Schwarzdorn, in dem sich das Nomai-Gefährt verfängt. Und dann hier. Wandbild von 3 Rettungskapseln, die das Nomai-Gefährt verlassen. Ah. So. Alte Siedlung. So. Dann fangen wir einfach mal von dem da. Guck mal, geht unten. Rettungskapsel 3. Eine der 3 Nomai-Rettungskapseln schaffte es nie aus Schwarzdorn heraus. Ist Schwarzdorn das, was bei uns auf dem Planet ist? Das Ding ohne, wo der Ende drin sitzt und von uns und da noch Musik macht? Sorry, Leute, es ist hier Free Amoint. Ja, da hat man noch einen Frosch im Hals. Ich laufe ja hier im Sumpf und dann, wenn ich dann so laut schnarche und den Mund so weit aufreiße, dann hupst mein Frosch in den Hals. Nicht wirklich. Aber so ungefähr. So, das Gefährt. Ah ja. Die Nomai haben sich in einem Raumschiff, dem Gefährt, zu diesem Sonnensystem geborgt. Sie versuchten, ein Signal vom Auge des Universums zu folgen. Das Gefährt ist irgendwo in Schwarzdorn abgestürzt. So, und jetzt kommen wir hier zu. Rettungskapsel 1. Okay, also wir haben Rettungskapsel 1. Rettungskapsel 2 und Rettungskapsel 3. Zu 2 und 3 können wir uns inloggen. Das wäre vielleicht die Idee, da mal vorbeizugucken. Vor allen Dingen bei dem Over, weil da gibt es nämlich noch was zu entdecken. Aber erstmal die alte Siedlung, ne? Die, wo sie dann aufgegeben haben, aber die nördliche Siedlung.
Die Nomai beschlossen, von der alten Siedlung zum nördlichen Gletscher zu ziehen. Sie nutzten Gravitationskristalle, um einen stabilen Pfad unter der Oberfläche zu errichten. Ah, da bin ich hingelaufen. Oh, das ist... Oh, das Spiel, hey, weißt du, da entdeckst du dann was und kriegst halt einfach 10.000 mehr Fragen aufgeworfen. So. Also. Aufpassen, ihr Leid. Outer Wilds Ventures. Ich suche jetzt einfach mal... Ich brauche den mit der Tuba. Wallberg. Ist das Chat? Da. Gabbro. Den suche ich. So, jetzt pass auf. Gabbro brauche ich. Huch. Kann ich denn irgendwie inloggen? Der Gabbro. Was passiert denn da jetzt? Also, jetzt tun sich die Finger überlappe. Zum Gabbro will ich. Das war der, wo mit der Tuba da rumgetubert hat. Zu dem will ich ein bisschen quatschen gehen. Und einfach, der hat ja gefragt, was gibt's denn so Neues, weißt du so? Und ja. Also, ihr Leid. Dann, nö, wir gehen jetzt so schön aus, ne? Ich mache jetzt nicht weiter. Upsi, Baby. Verabschiede ich mich jetzt schön. Und ja, sag halt tschüss. Bis morgen. Morgen gehen wir beim Gabbro vorbei und dann sehen wir mal, wie wir dann weiterkommen. So, aber heute haben wir zumindest mal ordentlich ein bisschen was hingekriegt. Also so, ja, das Ding ist hier nochmal kurz, ne, so generell meine Spielweise. Ich habe immer noch nicht im Internet nur geguckt, was das Spiel von mir will, weil ja jeder sagt, wir wissen so, muss man so selber rausfinden, das ist so Erkundung, das sollst du nicht im Internet gucken. Ich weiß gar nicht, warum ich mich dort überhaupt halte. Ich bin Kenner von denen, wo komplett blind hingehen, so und jo, nix über Spiele erfahren wollen. Nee, ich bin eigentlich einer, der sau gern hört, was es in dem Spiel gibt. Was ist der Endgegner, was ist das alles? Und dann geht er hin und will selber der Leben. So, aber bei dem Spiel halt, ja komm. So, worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, ich weiß es nicht, ob man zuerst uns Planet quasi aussuchen sollte und dann komplett absuche und fertig mache und 10 Folgen nur auf dem einen Planet rumlaufe, sowas. Oder halt so, wie ich das mache. Ja, Modomo dort hingehe, da ist interessant, jetzt gehen wir mal da hin, jetzt gehen wir mal dort hin. Ich habe halt mehr Bock drauf, irgendwie Domo-Fetze zu machen und Domo-Fetze und dann so Stück für Stück das zusammen zu puzzeln, statt ein Ding fertig zu machen. So. Kann sich noch ändern, ich sage nicht, dass es immer so bleibt. Ja, so. Also, falls so jetzt jemand motzt und sagt, ja, du musst das so und so machen. Nö, ich gehe nicht aufs Internet. Ja, ich weiß halt nicht. Ne? Das Internet sagt, ich soll nicht aufs Internet hören, also mache ich das nicht so. Okay, ihr Leid. Ich stütze mich jetzt hier gleich runter, um die Folge zu beenden. Wenn ich das hier kriege, guck. So habe ich mir das. Oh, ich habe gar keine. Okay. Ich wollte eigentlich so runterfliehen und nicht runterhupsen, aber es sollte eigentlich ein Spessel sein, welche? Und dann kurz vorher der Arztzug zünden. Ich habe mal wieder keine Arztzug gehabt. Naja, ihr Leid, dann sehen wir noch mal das mega Ding, was ich jetzt gerade erlebt habe. Ja, okay, ihr Leid, bis morgen. Tschüss.